Herzlich willkommen zurück bei einer Episode von Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast. Mam Gilles Mampitz, gute Morgen. Gute Morgen, den Herr. Und du? Meier gut als selber. Oh ja, kann nicht klauen. Wunderbar. Wunderbar. Das üblichen Chaos. Chaos a Wahnsinn. Genau. Wir sind nicht Teil für über Wahnsinn zu schwätzen, weil ich Obwohl, meine... doch. Ja, stimmt doch. Dadurch. Das gehört zu Comedy dazu. Ihr wisst schon. Chaotischen Aufbau an chaotische Situationen. Aber nee, wir gehen weiter an unserer Uncovered Series. Wie gesagt, ein bisschen mehr ein Kurz-Series, wo wir probieren, Bands zum Vorschein zu bringen, wo halt ob guten sowie ob schlechten Aderweisen dominieren. Und auch halt Sachen, wo die Fans ein bisschen gespleckt wird, so. Ja, genau. Und du haut etwas, was manchmal allen zwei extrem im Herz leid, ne? Richtig. Naja. Ja, das ist kein anderen wie die berühmte schwedische Band Opeth. Yes. 1990 gegründet. Ich meine sogar schon länger nach haben sich inoffiziell gegründet gehabt an Schweden. Kann ich so Schalke Matkrit ein Interview vom Michael Ackerfeld. Also haut das sich kein Member, wo hat eine Band das, also sich Gründungsmember gewesen. Ja. War am Anfang komplett anders gewesen. Den Ackerfeld selber war liegt mich spät, wie zur Gründung beikommen. Hinet sollten den Bassist ersetzen. Den einzigen, der das nicht wusste, war der Bassist selber. Ach, schön. Und war ein bisschen zu einer Konfrontation am Studio kommen, also am Proberaum kommen und so weiter. Schlussendlich war falsch von der Band rausgehört gehen und dann war den Ackerfeld Gitarrist gehen und so weiter. Danach haben sie noch pur ziemlich mies und nicht erfolgreich Konzert anscheinend gehabt. Bis irgendwann den Ackerfeld relativ allein mit der Band durchstung. Wo der Sänger gegangen ist und hinterher gesagt, da komm ich holen dann mit Vocals, ich gucke dann noch für Songwriting und so weiter zu machen. Und hat eine neue Band gestaltet. Und das war dann durch den Anfang von Opeth, wie wir sie kennen. Und da haben sie dann auch dezidiert, progressiven Death Metal zu machen. Ja. Ich weiß, ich kann mich erinnern, wie ich die erste Game mit Opeth in Kontakt gekommen sind, dass hast du Heinz so Sachen gelesen wie Opeth als Schlafpill vom Death Metal. Ja. Und das war für Leute, wo nicht mit der progressiver Spur an ein bisschen der ja, melancholischer seid, können aufhängen. Für die ist das wahrscheinlich auch den ersten Gedanken gewesen bei Opeth. Ja. Also, mir war nicht anders das. Ich meine auch, ich war lange dran gekommen. Ja. Ja, sie ist schon ein gut Zeichen dabei. Sie sind noch manchmal schon mehr wie 10 Albumen, 12 Albumen vielleicht sind. Ja. Gemäht an so aber auch etwas gemäht, wo dann an das menschliche Grund wieso man haut heißen also so ein Fan so bist du gesplickt, weil sie aber einen gewissen Moment an ihrer Karriere an so ein weitgründig an die erfolgreichsten Alben aus ihrer Karriere sind auch immer der aus der Death Metal Phase. Wie zum Beispiel Blackwater Park, ich meine, das war hier ein matt größten Durchbruch. Ja, mag das auch voilà, noch, ne? Voilà, stellen sie immer gleich mit Still Live, ich meine, du auch. Ja. Die zwei absolut. Alben sind auch, gehen irgendwie Hand an Hand. Das meine ich just für eine Sache von persönlicher Präferenz, weil ob es Produktion ist oder so, oder das, du kennst die Albume, kennt ihr noch, all die Lieder kennt man bei einem Album sehen. Ja, kann ich so nicht mal mehr. Ja, dann kommen nach Deliverance, Damnation und Ghost Reveries. Ja, und du kommst ihre letzten Album an dem Stil, so mal so. Ja, an dem sich Harsh Vocals und Goldgesang benutzt gesehen. Ne? Ja. Das hat viele Fans natürlich immer gefallen hört, eben weil sie eben die strange Progressivität mit Death Metal gemischt tun und dann melodisch und Folk-Elemente draufgebracht tun. Das war immer so. Aber dann hat den Michael Ackerfeld, den sich wirklich den absolut Herzstück von der Band als ein Frontmann und so weiter und alles. Er hat dann mehr keinen Bock mehr gehabt auf Death Metal. Ne? Ja. Dann, das kann ich noch manchmal, also das muss ich nicht einfach akzeptieren. Mehr sogar dann, also ich hatte genug Interviews mit ihnen noch geguckt. Ich war selber nicht wirklich begeistert, weil ich mich aber auch ob ein Album gefreut habe, weil ich schon sie in dem Moment schon gelauscht hat. Also,
Watershed, das war hier letzten Album, wie gesagt, wo gegrollt ging, also wo noch richtig eine harte Spur. Aber du hast du schon gemerkt, okay, den Album hat einen gewissen Überhand von Clean Vocals, Clean Parts, wo noch immer super gut geschrieben sind, ne? Also das steht außer froh. Aber, wie die Pete gesagt hat, der Michael hat noch ein komplettes Album geschrieben, den ihm nicht gefallen hat. Also ich will nicht ein dasselbe machen, ich will nicht noch eine zweite Watershed machen oder eine dritte Version von Blackwater Park. Ich meine, du kannst etwas komplett anders das. Und dann hast halt den Humor kommen und das war Heritage. Und ich kann mich erinnern, wie Heritage angekündigt ging. Das ist, was sie gewesen und war der Cover. Und der Cover hat eigentlich schon einen gewissen Hauch klar gemäht, was ging passieren. Also für die Leute, die den Album kennen, das ein mega schönes Gemälde auch mit einem Baum, wo sie alle guten, alle individuellen Membern zu dem Zeitpunkt als Frucht um Baum hängen. Und ein davon, wo kurzzeitig drauf Band verlost ist, fällt halt drauf am symbolischen wie den Apfel. Es hat so ein folklorisch Oder, den Cover. Ja, und du hast nun rausgekommen und das hat dann du wirklich gut glatt nicht mehr mit Death Metal zu dienen. Ja. Das war Progressive Rock. Rock mit gleich doch Licht, Metal, Aufschluss. Aber es ist allerdings die Gitarren hier. Ja, und noch da haben sie den Gain von der Gitarren so aufgestaltet. Ja. Und einfach vom Musicianship Level haben sie gesagt, okay, cool, wir machen lo da Toten. Das möchte ich sagen, nicht mir einfach. Wir können nicht so viel Fehler mehr wie wir tun. Wir müssen wirklich proper an dekadent an Detail gehen, für dass die Songs nach mehr rausstechen. So wie de Michael oft an Interviews gesagt hat, sie haben viele Fans verloren, noch Heritage. Ja. Natürlich sind sie auch ganz viele Fans neu dabei gewonnen. Kann ich so sagen. Ja. Und was du mal, No Heritage kommt nach Pale Communion, wo praktisch auch genau dasselbe war wie Heritage. Wir sind noch immer in der progressiven Rockrichtung geblieben. Und die Leute haben aber gehofft, dass sie gegen growlen und dass sie den Gain ein bisschen mehr an den Distortion ein bisschen mehr gegen zuholen. Aber nee, sie sind ein bisschen enttäuscht gegen nach mir aufgeholt, weil Pale Communion als im Vergleich zu Heritage fand ich einen Spur mehr los. Ziemlich ein jazzischen Album. Absolut. So, ja. Ich meine, euch steht das nicht, wir sind selber auch groß Jazz-Amateuren. Aber viel Leute waren da so, nee, Opa was tot, das ist gut nicht mehr das. Ja, und dann kam 2016 kam dann Sorceress. Wo sie aber noch ein gut, die Welt ein bisschen gedeelt tun. wusste wirklich gesehen ist, okay, also es fährt sich nicht mehr Richtung Death Metal in anderen Dope Oslo, so wie sie lo klingen. Genau, ja. Aber so wie sie lo klingen, ist massiv geil. Das ist gut, ja. Sorceress war wirklich, ja, warum liegt mir hart, den Album. Ne? Trotzdem, ja, natürlich, weite weg von dem, was sie früher gemacht haben. Ne? Ja. Aber wirklich richtig geil, groovig, komplex Wavestrop, geil. Die was da warum so, das psychedelisch, das an den letzten 2 Alben noch besser mitgebracht und so. War geil ein Album, muss ich wirklich sagen. Mich erinnert Sorceress zum Beispiel, an zumal sind wir das echt Lied, geil. Also Sorceress. Ja. Das ist das zweite Lied, Sorceress, ja. Das ist das zweite, ja. Das ist das zweite. Und Black Sabbath, geil. Sie klingen dem Album her, also okay, du weißt, was du zu motiviert hat, so ein Album wie Sorceress zu schreiben. Das ist schon mal eine Hommage und all die groß psychedelic und doomisch Elemente, wo Ende 70er so zustande kommen sind. Also da, dass du als Sorceress angeflossen wie kein anderen Album, gell? Ja, und Open, also Nackerfeld ist auch selber größer Black Sabbath-Fan, ne? Und ich meine, ja, wie nicht, ja. Wir nicht, ja, da musst du auch dazu sagen. Ja, und nur, also die war 2020, nee, 2019, pardon, da war dann in Kauder Venenum gekommen, ein Album, den sich nach mir lustig war, weil sie sind so Versionen davon abgeholt, eine auf Schwedisch und eine auf Englisch. Ja. Was auch ein relativ riskanter Schritt war. Ja, am Anfang war es mal, so wie ich Story kennen, vielleicht kannst du so auch
hier wollt just eng schwedisch Version machen hier wollt Ja. eng englisch Version machen ja. an den huet just die englisch gemäht aus Angst dass mal net dass nach méi Fans verleieren méi das Opel einfach so am neicht ging verschwannen Matera Luscheet schmengen Schwezen dofir Dich auf mech wann es so mir sind allen zwee nach immer muss ich so die Album natürlich dominieren bei als Playlist me hallo könnte größte mehr an ich denke das auch dat bei wo viel Leid einfach muss realistisch mal sich hinsetzen Kopfhörer und ein Buff an der Lauscht und sein ja für allem die letzten Album ich muss so ein Sorceress war von denen bisschen wie progressiven Rockalbumen mein Favorit me den hast auch mittlerweile am Mengen gleichgestalt wie in Kader nennen den Album als verrückt als wirklich ein Ries durch progressiv Labyrinth von Jazz influenziert von dass das so komplex dass es scheint zu man vorstellen wie hun die dat musikalisch gemäht Ja, wie schreibst du so etwas da? Ja. Das klingt wirklich mega komplex, ne? Was leider auch vergessen, auch wenn sie nicht mehr so hart klingen, ne? Sind trotzdem noch immer die düstere Atmosphäre, das richtig dunkel und melancholisch, das tun sie nicht verloren, gell? Das ist da immer dran, das ist da immer open von verungewirrscht. Und ja, das, wie gesagt, das müssen sie ein bisschen, ich fand, das müssen sie ein bisschen... zu schätzen wissen Ja. Schieß nicht. Meint das lo 10 Joer hier bis opgehangen hunn man Death Metal ungefähr ne Ja. an muss einfach so akzeptieren an noch die neue Albumen kann sie natürlich auch net gern hun die musst du wie ein gehät ne wann ihr seht ne du hast dat lauschen steht das dat Menge ist kann ich natürlich auch versto gell ganz schon ein bisschen op dauer hoes kann ich jetzt den och die Albumen zu lauschen. Ja, es sind voll der Meinung. Bei mir laufen auch die All méi oft wie die Nei das klo gell das Ja. ist einfach Das ist jemand Metallica oder man andere Größe nehmen. ja Ja. ja Wir haben da mal gefangen, wir schmengen der Message als Chlor. Bei den Leuten, die Opel kennen, wo vielleicht nicht so warm wie sie mit dem letzten Material, lauscht das einfach mit einem ziemlich offenen Ohr an keinem judgmental Ear am Sinn von nee, das ist nämlich wie früher. Weil ich wäre auch genervt, wenn ich hier wäre und ich ging an alle Interviews gefragt gehen. Ja, wenig Ja. Gold so, ja so nee. Und ich meine, wir haben sie allen zwei live gesehen, der solo schon 2 Jahre hier, meine ich, oder 1,5 Jahre. ja Das war Ende 2019, kann das sein? ja Ja. das war so ja Das war mit von den geilsten Konzerten, die ich je gesehen habe. 100%ig ja Lang von nicht nur weil es open war weil denkt von unseren absoluten Lieblingsbands aus mir einfach engem musikalischen Level an einfach engem ja ich fand kein wieder dafür weil es einfach dich von der echte Sekunde einfach matt gehabt ich denke dass die neue Albumen das auch können oder was ist die neu die letzten 4 Albume können auch ob hier otherwise charmant sind an das verzauberen so wie es ein Album wie Blackwater Park gemacht hat. ja das ist ja Dafür Das fand war ich schön. fand irgendwie schuld dass natürlich sie schreiben noch immer dick gut zu sie gehen noch immer gut verkauft Albumen wann du diese gewissen in dem Haus ich kann mir feststellen dass sie vielleicht noch mehr dekadent an Zukunft fährt der Musik machen also die neue Albumen verkaufen das schwang sogar teilweise sogar besser verschiedene ja Namen. Medien ja Unter anderem, das ich meine, du wenigstens, ne? Blackwater Nee, Park ist Anfang 2000 rauskommen ja das ist auch schon ein Zeitchen hier ne? ja. Ja, den hat das Jahr hat den 20 Jahre gefeiert. Blackwater Park. Das ist ein geiles Album ja ich kann nicht just das irgendwo ist mein Lieblingsalbum. ja es schon den noch geholt an es schon mal selber wie gesagt das schon mal für ein paar Wochen und ich mal wirklich die letzten Album an den einen Kader nennen Stecklaufe gelos die Englisch wo ich verstehen me du merkst dass die Schwedisch ever mehr persönlich ist Ja. also eng Art von nicht Lyrics wahrscheinlich ein bisschen umpassen oder so übersetzen dass es irgendwie nach Sinn gemäht wird Natürlich, ja. War doch nicht einfach. war doch nicht einfach ist ja also Schon noch- die neue geil Schon noch die zwei Versionen gelauscht hat. Die Schwedisch ist
impressionant, das wie du siehst, du merkst wirklich, dass das so gedurcht war. Ja. Am Endeffekt lauscht ich aber auch lieber die englische Version, eben noch, weil ich dann klar. verstehe. Ja, das ist klar. Ja, nicht, dass ich es kundgehend dann nicht versteht. Ich meine, in den Death Metal allgemein lauscht hat, versteht auch nicht viel, was der Sänger da gerade sagt. Gell? Aber das ist einfach, Mit kann dem Film ich findest kann du mich nicht so- verbannen damit. Ne? Dafür kann ich so Bücher abmachen, wo du bei sind. Und so, das singt es. Ja, ja. Und dann möchte ich ja. dabei mal im Sinn. Ne? Ja. Aber ja, es war just, das war am Anfang just gehört, für ein kurz darauf aufmerksam zu machen, dass du halt einen gewissen Rütteleffekt durch die Fanbase gegangen hast. Ich denke, das tut Nach sich immer. zwar nach Nach immer, immer. ja. Es fängt also los, sich zu lehen. Wie gesagt, die alle Leute, die nicht mit dem Willen zu dienen haben, los nicht sind. Und dann kommen neue Leute dabei. Oder das ist dann so Leute, die eigentlich mussten einen Up and Down haben, so wie mir. Wir wollen also halt nicht ein Kron abdienen, wir haben einfach einen Up and Down, weil auch wir haben vieles an nächster Zukunft eine Lust zu machen, weil Metal ist schöner gut. Das ist also absolut ein favorite Genre überhaupt. Mehrere Metaler muss halt so etwas anderes können leisten. Also, zumindest probieren. Und wir haben auch eine Non-Metal-Episode wollen. Zum einfach mal die andere Sache Bretttriple, wo noch so bei uns laufen. Und Genau. dafür soll ich immer ein Open Door als wichtig schauen zu das. Und nicht ignorant sein, einfach open sein. Ja, aber wie gesagt, ich muss aber auch so, weil du wirklich einen siehst, nee, da will ich nicht lauschen, akzeptieren ich das auch. Ja, über Mengen, die Leute, du hast aber Malz verloren, das ist klar. Ich meine, Jeffrey sein, ne? Nee. Ich fand es traurig, weil im Endeffekt, wenn Jeffrey lauschen, was er will, ich fand dem süß ein bisschen traurig, weil es dann aber auch etwas verpasst einfach. Ja, dafür mehr ist ja immer gegenseitig Druck gehalten. Allez, Pete, komm, lausch das. Nee, ich geh Bock, ich geh Bock. Ja, Ja, denke, ja. wow, das ist mega geil. Genau, was du schaut nach, du hast das nach mal Sachen, Ja, was absolut. ich rekommandiere, zu dann umgedreht, ne? Das wird doch nie ändern. Das wird nie ändern. Das ist das schämt in der Musik. Ich muss auch sagen, dass den Ackerfeld selber hat gesagt gehabt, so oft wie hin die froh gestaltet wird, wieso müsste kein Goal-Gesang mehr. Möchten aber auch froh, ne? Er möchte froh, weil das ihm beweist, dass die alle Sachen immens viel Leid immens wichtig sind. Ja. Das möchte froh, ob die er weiß. Auch von Frohfleisch, dem ich wirklich kann hören, aber das gibt mir das Gefühl, dass seine Band geschätzt wird für viele Leute. Ja, und nur das richtig gemäht damals. Genau. Ich fand dann umso mehr musst du respektieren, dass es die Zeit ist rüber, ich will das tote Mann. Ich weiß nicht, das fand ich Ja. noch mehr Respekt an Mengen an. Ja, das ist auch ein bisschen Schock gewirrscht. Wo ich schon gefangen mit Open Flash dran. Ich bin in Blackwater Park war mein erstes Album. Und dann Still Life. Und ich mir gedacht, okay, das tut das so geil. Und Open war ich von den wenigen Bands. Ich mir gedacht, dass ich die ganze Diskografie will lauschen von 1 bis 4. Auch für egal wie viele Alben es sind. Das habe ich auch gemacht. Das ist kein schlechtes Album dabei. Gut nicht. Aber wo ich bei Heritage kommen sind, das war aber so der erste Moment. Was ist das? Das war so. Ja. Ja. Also ein bisschen enttäuschend einfach nicht. Ja. Pale Communion auch. Mit Salsa ein bisschen warm gehen. Aber ja, wie gesagt, wenn du diese Promo lauscht, das noch immer open. Auch wenn Ja. nämlich so hart ist, mir das noch immer open. Ja, ich kann mich auch erinnern, wie Heritage für dich gelabert ist. Es sind Lieder am Schnelldurchlauf, 4 geskippt. Ich dachte, hey, irgendwie muss ja Ja, aber raus, ja, ein bisschen ja. mehr, ein bisschen Genau das. Gitter sind und dann nicht einfach. Ich meine, das Herzlied war drüber, das Slither-Mengen. Und das war ein Hommage für den Ja. Ronnie James Dio, dem als ja 2 Jahre für durchgestorben ist oder so. Ja. Aber ja, wir haben nicht so viel weiter halt mit Open Up. Also, wir wollen just klar machen, du gehst ein paar Sachen zu sagen. Wir haben sie halt gesagt, am kleinen Format natürlich. Und wir machen weiter mit Uncovered-Episoden. Vielleicht habt ihr auch Suggestionen, die wir könnten machen. Metallica, also großen Anwärter, könnt auch noch reden von den Gedrohen. Ja. Das ist eine ähnliche Story in der andere. Kinder genug dabei Kinder sein. genug. Mehr bis du hin, ging ich so mir beschlossen für das dabei. Und dann, Herr Meers, demnächst hier, mein Freund. Genau. Merci für den Nullausteran. Und dann bis demnächst bei Comedy. demnächst. Au Alle. revoir. Tschüss.